Viva la Mexico! Burrito nicht im Fladenbrot, sondern in den Süßkartoffeln. Ich wünsche euch jetzt schon einen guten. Mexiko ist Thema, Sonne ist Thema und natürlich Fleisch wieder mal auf dem Teller. Ja, ein bisschen weniger. Was braucht es sonst noch? Süßherdöpfel natürlich. Mexikanisch warm, oder? Machen wir ein bisschen Farbe, farbige Peperonis. Dann habe ich hier Sauerrahm, Bohnen, die wirklich aus der Dose, Kidneybohnen, Olivenöl oder ein anderes Öl, ein bisschen Käse, habe Sprints, Tomatenpüree und Die drei. ja, wir sind in der Städteküche. Alle die miteinander plus Patricia, da wird sicher Gib fein. etwas Gut. und du sagst nachher, ob es fein ist. Ich lasse mich überraschen. Gut, Danke bis vielmals. nachher. Bis nachher. Ciao. Tschüss. So, Süßherdöpfel habe ich vorher schon gekocht. Man kann auch einen Tag vorher schon kochen, habe ich jetzt gekocht. Peperoni schneiden wir in Würfel, werde ich alles zusammen anbraten mit dem Fleisch. Nachher schälen wir die Herdöpfel, füllen wir die, machen wir Käse drüber und das war's. Tönt gut, he? Also alle Peperoni schneide ich jetzt noch in Würfel. Wenn ich jetzt grüne hätte, könnte ich die grüne auch noch nehmen. He? Es geht darum, dass man möglichst farbig hat. Mache ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Dann kommt das Hackfleisch. So das Hackfleisch nur so ein bisschen lösen, weißt, voneinander. Ich wollte nachher keine so Klumpen haben. Dann fangen sie schon an so verfärben, also es wird heller. Ne? Jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr Hitze hier haben. Tomatenpüree hier in die Mitte. Schön verteilen. Ich kann immer noch so diese größeren Klumpen jetzt so lösen. Meine geschnittenen Peperonis kommen auch da rein. Haben wir schon ein bisschen mehr Farbe. In diesem Moment mache ich schon mal das Fleischgewürz. Und ein bisschen Peperoncini. Immer wieder rühren, dass wir überall Gewürze haben. Mache ich dann gleich Kidneybohnen dazu. Schön farbig sieht das jetzt schon mal aus bei uns. Kann ich dann zudecken, hier lassen, kochen. Dann habe ich Zeit, um die Süßherdöpfel zu schälen. Es ist noch warm mit mir. Ich habe hier die orange Süßherdöpfel. Es geht auch mit dem Weiss. Es geht auch mit so einer, die so violett ist. Spielt wirklich keine Rolle, was für eine. Es geht auch mit Herdöpfel. Ganz normale Herdöpfel. Logisch. Aber wir wollten was anderes mal machen. Wichtig ist nur, dass sie richtig gekocht sind. Weil wenn sie jetzt noch warm sind, dann werden wir gleich so servieren. Wenn ich jetzt die Süßherdöpfel schon einen Tag vorher gekocht hätte, würde ich die fühlen und schnell in den Ofen schieben. Ne? Je nachdem, was für einen Käse ich nehme, kann ich das auch mit dem Frischen machen, dass der Käse aufschmilzt. Kann ich das auch machen, wenn ich frisch gekocht habe. Je nachdem, was für einen Käse ich nehme. Ich habe hier Sprints genommen und der muss ja nicht aufschmelzen. So, da habe ich so hässliche Teile jetzt gefunden. Nehme ich weg. Es ist heiß. Das Teil ist auch noch gut. Was ich hier mache ist, ich schneide das so ein bisschen an in die Mitte, probiere das so aufzumachen, ohne dass es ganz kaputt geht. Denn nicht vergessen, dass das Fleisch noch hier am Kochen ist. Jetzt riecht es schon fein. Siehst du? Lassen wir noch ein bisschen. Was ich hier noch nicht habe, sind Gewürze. Ich habe in dem Fall gekocht und jetzt kommt unser Salz drauf, das Herdöpfelgewürz. Das Herdöpfelgewürz passt auch zum Süßherdöpfel übrigens. Drauf, 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 drauf. Ich habe hier Sauerrahm. Mache ich ein bisschen Sauerrahm hier drin. Da hier hat sich so voneinander getrennt.
Dann probiere ich das nicht zum Verschönern. Ich mache das gleich so. Hier verteilen. Ich habe übrigens hier, wie vielleicht siehst du, so ein Sauerrahm mit Kräutern. Man kann aber eine ohne Kräuter nehmen. Mache schon unten dran ein bisschen Käse. Dann komme ich mit meiner Füllung. Farbige Fleisch, Peperoni, Bohnen-Mischung. Das ist so einfach. So schnell, so farbig. Und ich muss sagen, es ist eine Mahlzeit. Ich brauche gar keine Beilage dazu, weil ich habe hier alles. Ich habe Eiweiß, ich habe Kohlenhydrate, ich habe Gemüse noch dazu, da, Faserstoff, alles, was ich brauche eigentlich. Eine Menge Farbe und Geschmack. Nochmal Käse. Ich würde sagen, jetzt fehlt nur noch der Steady zum Probieren. Den hole ich jetzt und wir probieren zusammen, wie jedes Mal. Ich mache sogar ein bisschen mehr Käse drauf. Heute mache ich es mal anders. Komme ich gerade schon mit Ah, Messer und Gabel. Super, bist du parat? Ich nicht mal. Es ist sicher der Wahnsinn, wenn man da alles zuschauen kann. Aber glaub mir, der Oberhammer ist, ich darf es immer probieren. Wow, schau mal. Ich hoffe, du schaust nachher auch mal. Es sieht mega schön aus. Farbig, mega ja? farbig. Ist mir gerade nicht eingefallen. Das ist ja wie glutenfrei, gell? Das Hast ist kein Weizen absolut drin? glutenfrei. Wow. Ich habe nichts drin, ja. Ich habe eine Zeit lang ein bisschen auf Weizen geschaut. Ja, also ich habe jetzt von der Sauerrahm habe ich Laktose drin, aber man könnte das auch weglassen, dann hätte ich sogar Laktose und glutenfrei, logisch ohne Käse. Und? Fantastisch. Du bist so schnell gekommen, ich habe gar nicht meinen Gabel und Messer da. Nein, ist gut, ich probiere heute ganz alleine. Also für alle, die meinen, ist es schon gemein, dass sie jetzt nicht mitessen dürfen. Wenn ihr unten kommentiert, dürft ihr auch probieren. Aber Also ich hoffe, ist nicht alles weg. hey, ist fantastisch. Sehr, sehr fein, ausgewogen, leicht, mega. Ging es auch mit Herdöpfeln, so ganz normale Herdöpfel, wenn man das die hätte. Ich kann einfach mal was anderes machen. Mega Oder? gut. Mit Süßherdöpfeln. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Ich Ja. danke viel fürs feine Danke auch. Kochen. Dir danke ich jetzt schon fürs Abonnieren, das Liken und das Teilen. Und für das nächste Mal wieder dabei sein, Genau. wäre gut. Okay? Bis nächstes Mal. Bis dann, bin ich Patrizia und Stedi. Bye Ja, bye. danke. Ciao. Ich hole mir jetzt Tschüss. Steck. Ciao, ciao. Ciao.